Hallo und willkommen zu Frag den Burgenmeister. Kurz gefragt, klar geantwortet. Ich bin Matthias Helzel, der Burgenmeister. Ihr habt Fragen zu Burgen? Schreibt sie einfach in die Kommentare. Bei einer der nächsten Folgen werde ich darauf eingehen. Folge 3. Diesmal geht es um die Fragen, wie sah eine Burgküche aus und was kam auf den Tisch? Wie schlief man auf einer Burg? Gab es Betten und Schlafzimmer? Was passierte mit einer Burg, wenn sie nicht mehr gebraucht wurde? Waren Burgen eigentlich bunt oder immer grau und trist? Gab es auf Burgen wirklich Folterkammern? Frage 11. Wie sah eine Burgküche aus und was kam auf den Tisch? Ohne guten Mampf kein guter Kampf. Die Küche war auf vielen Burgen das funktionale Zentrum des Alltags. Meist lag sie im Erdgeschoss in einem massiven, eingewölbten Raum mit kleinen Fenstern. Wegen des offenen Feuers und des rußgeschwärzten Mauerwerks nannte man sie auch Schwarzküche oder Schwarzkugel. Das hatte also nichts mit schwarzer Magie zu tun, sondern mit dem allgegenwärtigen Rauch. Über der Feuerstelle hing oft ein großer Rauchabzug oder eine Art Haube, unter der man Fleisch und Würste räucherte. So wurde nicht nur gekocht, sondern gleichzeitig konserviert. Gekocht wurde vor allem in Tongefäßen, die direkt ins Feuer oder neben das Feuer gestellt wurden. Metalltöpfe waren eher selten. Für besondere Anlässe gab es Drehspieße, manchmal sogar so groß, dass ein ganzer Ochse darauf Platz fand. Wichtig für die warme Jahreszeit: viele Burgen verfügten über sogenannte Sommerküchen, Kochstellen im Burghof oder an geschützter Stelle im Freien. Hier konnte man an warmen Tagen kochen, ohne dass Rauch und Gerüche die Wohnräume belastete. Eine frühe Form von Outdoor-Küche, wenn man so will. Zum Beispiel zu finden auf den Burgen Schloss Büresheim in der Eifel oder auf Burg Ackstein an der Donau. Übrigens, bis ins 14. Jahrhundert aß man meist zweimal am Tag. Ein frühes Frühstück und eine Hauptmahlzeit am Nachmittag. Der heute übliche 3-Mahlzeiten-Tag setzte sich erst später durch. Anekdote: In der Burg Neuenburg an der Unstrut soll der Koch einmal einen lebenden Keiler in der Küche gehalten haben, für frischesten Braten auf Abruf. Der Eber riss sich jedoch los, fraß das aufgehängte Fleisch und zerstörte fast die Feuerstelle. Seitdem keine lebenden Zutaten mehr am Haken. Frage 12. Wie schlief man auf einer Burg? Gab es Betten und Schlafzimmer? Stell dir die frühmittelalterliche Burg eher wie eine rustikale Jugendherberge vor. Ein größerer Mehrzweckraum, in dem der Burger mit Familie, Verwandten und manchmal sogar mit Gästen gemeinsam nächtigte. Einzelne Himmelbetten? Noch Fehlanzeige. Diese Mode kam erst im Spätmittelalter auf. Geschlafen wurde in Holzgestellen mit Strohsäcken oder Federpfühlen, überzogen mit Leintüchern oder sogar Pelzen. Erst ab dem Hochmittelalter unterteilte man die Wohnbauten. Es entstanden separate Schlafkammern, Speisezimmer und ein repräsentativer Rittersaal. Für Wärme sorgten offene Kamine, kleine tragbare Kohlenpfannen, Rauchpfannen genannt, oder beheizbare Stein- und Lehmöfen. Doch in eisigen Wintern konnte es selbst in Herrenbetten frösteln. Anekdote: Ein englischer Chronist des 13. Jahrhunderts spottete, er habe auf einer deutschen Burg zwischen einem schnarchenden Ritter und seinem Jagdhund geschlafen. Der Hund habe wärmer geheizt als der Kamin. Frage 13. Was passierte mit einer Burg, wenn sie nicht mehr gebraucht wurde? Burgen entstanden nie zufällig irgendwo im Wald. Ihre Lage war bewusst gewählt und diente klaren Zwecken. Zuerst ging es um Macht und Kontrolle. In Straßen, Handelsrouten oder Grenzlinien gelegen, sollten sie Bewegungen überwachen, Zölle sichern und das Umland kontrollieren. Zweitens waren sie wirtschaftliche Zentren. Eine Burg zog Abgaben ein, lagerte Vorräte und bot Raum für eine kleine Garnison. Ohne Versorgung keine Verteidigung. Und drittens Repräsentation. Eine Burg war immer auch Statussymbol. Wer eine mächtige Anlage aus Stein errichtete, zeigte seinen Rang und machte deutlich, wer in der Region das Sagen hatte.
Burgen waren also mehr als nur alte Mauern, sie waren Machtinstrumente, Verwaltungsorte und steinerne Visitenkarten ihrer Zeit. Burgen verschwanden nicht plötzlich, sie wurden überflüssig. Neue Handelsrouten, veränderte Kriegstechnik oder Machtverlust führten dazu, dass man sich die Frage stellte, lohnt sich der Erhalt? Viele Burgen waren unpraktisch und unbequem. Wurde ein neuer Sitz im Tal gebaut, ließ man die alte Burg verfallen oder nutzte sie als Steinbruch. Fenster, Dächer, ganze Quader wanderten in Pfarrhäuser oder neue Schlösser. Andere Burgen wurden umgebaut. Aus der Festung wurde ein Schloss mit Garten und Aussichtsturm. Manchmal fiel auch die Entscheidung zur bewussten Schleifung besonders nach Kriegen. Einige Anlagen wie Neuhaus bei Regensburg wurden sogar während des Baus aufgegeben. Was heute romantisch wirkt, war oft das Ergebnis nüchterner Kosten-Nutzen-Rechnung, ganz ohne Pathos. Anekdote: In einem Visitationsprotokoll des 18. Jahrhunderts beklagt ein Pfarrer, sein neu gebautes Pfarrhaus ziehe wie ein löchriger Backofen. Der Grund: Man hatte beim Abriss einer nahen Burgruine die Fensterrahmen mitgenommen, aber vergessen sie zu verglasen. Frage 14. Waren Burgen eigentlich bunt oder immer grau und trist? Tarnt euch, damit euch keiner sieht. Das war nicht das Motto mittelalterlicher Burgherren. Ein schönes Beispiel liefert Südtirol. Bei einer Kulturrundfahrt zeigte der Reiseführer nach oben und meinte ernsthaft, die Haderburg sei im Mittelalter so gut getarnt worden, dass man sie kaum erkennt. Tatsächlich findet man dort bis heute helle Putzreste an den Außenwänden. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Burg in leuchtenden Kalktönen verputzt und vermutlich farbig bemalt war. Wer eine Burg baute, wollte gesehen werden, Macht demonstrieren, Wohlstand zeigen und potenziellen Feinden signalisieren: Schaut her, das hier ist mein stolzer Sitz, einnehmen könnt ihr ihn sowieso nicht. Burgen waren im Mittelalter alles andere als grau. Außen dominierten weiß gekalkte Fassaden, ockerfarbener Putz und bunt gefasste Fenster sowie Wappen. Innen schmückten farbig frohe Wandmalereien, bemalte Balken und szenische Fresken Wohnräume und Kapellen. Paradebeispiel Burg Runkelstein bei Bozen mit ihren reich bemalten Minnesälen. Das heutige Grau vieler Ruinen ist Folge von Verfall, einst waren Burgen farbige Machtsymbole. Anekdote: Ein Chronist des 15. Jahrhunderts beschwerte sich, der Burgherr von Rosenberg habe seine Mauern so grell weiß getüncht, dass die Wachen bei Sonnenschein ständig Sonnenflecken vor Augen hatten. Der erste belegte Fall von mittelalterlichen Schneeblindheitsalarm. Frage 15. Gab es auf Burgen wirklich Folterkammern? Die Vorstellung von düsteren Folterkammern auf jeder Burg ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Auf klassischen Adelsburgen, also den Wohnsitzen von Rittern und Herren, gab es in der Regel keine eigenen Folterräume. Solche Burgen dienen vor allem der Repräsentation, dem Schutz und dem adligen Leben. Zwar konnte es Keller oder Verliese geben, aber systematische Folter war hier äußerst unwahrscheinlich. Anders sah es auf sogenannten Amtsburgen aus, also Burgen mit Gerichts- und Verwaltungsfunktion. Dort belegen schriftliche Quellen ab dem 16. Jahrhundert die Existenz von Kerkern und die Anwendung der peinlichen Befragung, insbesondere nach Einführung der Carolina 1532, allerdings streng geregelt und keineswegs alltäglich. Ein berüchtigtes Beispiel ist Hans Thomas von Absberg, der im 16. Jahrhundert während einer Fehde mit der Reichsstadt Nürnberg tatsächlich Geiseln festhielt und misshandelte, jedoch außerhalb eines offiziellen Rechtssystems. Viele der heute präsentierten Folterkammern in Burgen sind Erfindungen des 19. Jahrhunderts, als man Ruinen für Touristenzwecke gruselig inszenierte. Der Mythos von ständigen Qualen im Angstloch gehört daher eher ins Reich der Schauerromantik als in die Geschichtswissenschaft. Anekdote: Als ein junger Journalist 1894 die Ruine Lichtenegg in der Oberpfalz besuchte, führte ihn der Burgführer in einen angeblichen Folterraum und präsentierte ihm stolz eine Folterkiste. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine alte Waschtruhe.
Der Burgführer erklärte augenzwinkernd, man setzte darin nur noch diejenigen Touristen fest, die das Eintrittsgeld prellen, also wohl die friedlichste Folterkammer Deutschlands. Geschichte ist kein Geheimnis, man muss nur wissen, wo man fragt. Das war's schon wieder. Bis zur nächsten Folge, fragt den Burgenmeister. Und abonnieren und liken ist kostenlos.